Goedemorgen alle. Ik heet jullie alle hartelijk welkom. Als je hier fysisch hier zijn, en als je ons even video en een media hier en doen. Ik begrüße jullie alle in de naam van onze Herrn Jezus Christus, van God den Vader en den Heiligen Geist. En mijn wunsch wordt zijn dat we onder deze leiding hier kunnen verdelen, opkomen en zijn woorden aankijken. En de boodschap wat ik verdelen heb, uit naam deze stad, Pinksteren. Viele würden dann vielleicht zu mir sagen, nou, aber Abram, wat destiny op vastdag aanvangen te bieden? Het heeft niets met een dag te doen, dat heeft te doen met wat er passiert. En dit is wat ik wel een klein beetje in de aanleiding merken is, wo Pinksteren de hoogpunt is van het christelijke leven. En manchmal wird wir vielleicht nicht mal das, was ich über gedacht habe. Dort wordt van de wichtige Pinksteren in ons leven spelen dat. En ik wil dat eerst een klein beetje met een school vergelijken. We weten dat we plötzlich redende Menschen, we leven immer, we können immer drohen. Wir dürfen nicht so sagen, in der Schule gehen, wir verlieren uns nicht appetitlos. Wir sind so sehr von den glücklichen Menschen, wir dürfen das alle nicht. Und dort liegt da wie uns hier mal vielleicht ein bisschen verachten, was wir nicht sollen tun. Aber was ich will beraten ist das, wenn wir nicht mal wem beobachten tun, irgendeine Firma, die darf gleich sagen, gelehrt haben, und die darf nicht einen Titel haben, und irgendwo schafft das, der kann seine Arbeit tun. Een arbeider in een schmied, die darf gleich so hoch gelehrt sein, die sind, wenn die Tüse am Farm gelehrt haben. Und wir wollten das größere Respekt für all die Menschen, die gleich hoch gelehrt sind. Aber, du sind ein paar Dinge, wo ich würde wollen, von dem man klimas hier anwiesen. Ein Doktor. Von der ersten Tag gesetzlich kann es nicht mal ein Doktor sein, wenn er nicht seine Schuldig ist. Ein Lizenzial. Ein Lawyer. Die müssen unbedingt ihre Schuldig sein. Und warum will ich nicht mal Charakter brauchen, nicht am Anfang? Wenn wir nicht sagen, hier ist nu ein Doktor, und der hat die Anfangslehren von Medizin gelehrt, und dann hört er ab, dann kommt er kaum bei den Tag, wo er den Titel kriegt. Er hört Mann ab. Ein Lizenziat kriegt so. Der Doktor, sein Höchpunkt in seinem Leben ist der Moment, wo er graduieren wird, wo er in der Schule reinkommt, wo er den Titel kriegt. Ich habe schon gemerkt, wo er kann nu mit der Kraft von den Titeln, was er kriegt, kann er gut schaffen. Ich weiß, das hört sich so titelig, so ein Beispiel ist das brauchen. Aber was will ich mit das sagen? Das ist das. Für uns christliches Leben ist kriegt Pinksteren, kriegt den Utgöten von den Helden Geist der Höchpunkt. Okay, wir lernen in uns Christentum lernen wir, dass Jesus erst gekommen, als Mensch hier desiert, und dort stammt, der ist. En dat is al zo'n heel ding. Vrede wie im Himmel, herden engel komt op en zong de Leute. En dat weer zo'n heel ding. En dan komt dat weer. We zijn dat Jezus die leert, en die ongerechte mensen, die tekens en wonders. En dan komt er nog een hecheren Punkt. Krijgt es, wenn wir in de Schule gehen, wir kommen immer in eine gratere Klasse, und wir kommen immer in ein Studium immer wieder zu lernen, und wir werden immer wieder fertig. Und dann sagen wir, dass Jesus der starb für uns. Jesus der starb für uns. All unsere Sinn waren auf den geschmeten. Und er stellt Gott zufrieden. Er stellt Gott sein Euer dort zufrieden. Und so, dort geht ein Punkt wieder. Und dann nicht mehr bis dort, er starb nicht bis für uns. Paulus sagt noch mehr als dort, der steht ab. Der steht von dort ab. Dort wir all noch einen viel höheren Punkt. Und dann geht dort noch wieder, nicht mehr bis abstehen, und dort er dann hier wird, aber ihr blieben. No, er fährt in dem Himmel, und sagt sich, bei Gott reich der Hand durch, wo keiner ein Reich hat zu sagen, da sagt er sich durch. Das ist all, nicht all so hoch geworden. Aber weißt du was? Das Utgöten von den Helden Jesu ist der höchste Punkt von uns christlichen Leben. Warum? Wenn es dort geruht ist, was uns anderen tut. Dort Gott sein Helden Jesu über uns utgöten tut, dort merkt uns zu anderen Menschen. Das ändert uns. Wenn wir das alle wissen, Jesus ist geboren,
Und wir haben das alle von klein an gewusst. Der ist für unsere Sünden gestorben. Und der ist abgestoßen von dort und der ist in den Himmel gefahren. Und hat sich bei Gott erreicht, der Hand durchgesagt. Und wir haben das auch alle wissen. Aber wir haben bloß den einen Ding nicht. Wir haben bloß den Heiligen Geist nicht. Was uns anderen das, was uns wahre Gebühren merkt, was uns die neue Menschen merkt, dann halt uns all das weiten. Was wir bei dort haben gehört, all das weiten merkt kein Sinn. Das, woran wir in Christ, die Uitgeuten von den Heiligen Geist, der Höchpunkt ist von uns Leben. Das, wo wir wirklich geändert waren. Nicht, dass wir uns anderen tun, nicht, dass wir uns ein Tag haben, Entscheidung genommen, nie wollten mal ein Christ sein oder irgendwas, wenn das halt nicht. Wir können das nicht tun. Das ist, was uns passieren muss. Das ist, diese Jünger, die haben keine Macht, keine Kontrolle darüber, wann der Heilige Geist soll über ihnen kommen. Das ist ein Tag, was wir uns von dem wollen übergehen, das ist von Apostelgeschichte 2, Vers 1. Aber, was ich dit will sagen, ist das. Wenn ein Doktor, oder wenn du ein Student, wo du willst Doktor werden, und der hat den ganzen Zeit das alle durchgemerkt, all sein Studien, bloß heißt die Graduation du nicht, er backt dann rüt. Er Antwort nicht qualifiziert für dort, dass er kann graduieren, er hat nicht den Test durchgemerkt. Das hat am all diese Jahren studieren nicht gehalten. Ich sage, kann nicht mehr dort tun. Er wird vielleicht plötzlich irgendwo sich so tun, wie ein Doktor, aber den Titel von Doktor hat er nicht. Kriegt jemand Lizenzial. Entschuldigt, dass ich so ein Beispiel bringe, aber wenn wir uns das mal besäuen, was wird uns das halten, wenn wir all das Christentum, all die Geschichten weiten, von was Jesus getan hat, wir können das even auswendig lernen, wo er hat am Wutter gegangen, und wo er hat Menschen gefeit, wo für diese Menschen, der hat Brot gegeben von ein paar Brots, und wir können so beschäftigt sein mit all die Geschichten, aber haben wir den Heiligen Geist nicht, das hält uns dort weiten von all die Geschichten noch nicht. Die merken uns wirklich keinen Sinn. Und dann kommen wir vielleicht bei durch, dass ein spanischer Freund einmal sieht, ein Prediger, er sagt, weltlich zu besäuen, wenn die diese solche Geschichten hören, was Jesus getan hat, die kicken immer Fuß von der anderen Seite an. Jesus hat nun 5000 Menschen zu eten gegeben, aber wenn sie so viel anders kicken tun, dann würden sie vielleicht mit ein Biet von das Brot, weil ein Laboratorium fahren und das austesten, was von Brot das wird. Die kicken da immer über andere Woche hinein. Das wir aber nicht, dass die Menschen das physisch sollen austesten, wo es das mehlig. Das wir, zum Wiesen, Gott hat die Macht. Gott ist das, wer das durch die Wirken von den Heiligen Geist. So, wo wir wollen von der ernähren gehen, ist, was passiert und warum das muss es das passieren. So, wenn wir uns mal in Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 8 überlesen. Da sagt, aus der Pfingsttag dann kam, wären sie alle ab einer Stelle taub. Und plötzlich hörten sie, so aus ein Stern, ein rüschendes Geluid von Himmel, so dass es im ganzen Haus zu hören wird, wo sie saßen. Und dann sahen sie mit einmal Zungen aus von 4. Und die sahen sich ab jeder einen von an. Sie waren alle mit den Heiligen Geist gefüllt und fingen an, in andere Sprachen zu reden, die nur aus der Geist an das möglich macht. Du wohnten dann in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von allen Ländern unter den Himmel. Als sie dort Geluid hörten, kamen ein großer Teil verwirrt taub, weil sie hörten, dass die in ein jederen seine Sprache reden deuten. Ganz verwundert frühen sie, sind nicht all diese, die du reden von Galiläa? Wo ist das dann, dort wie die in jederen in seine eine Sprache hören? Was so wie ans Tags von dir. So wie sein dort, was der Heilige Geist wirken, der Heilige Geist, der mögt in Dinge tun, wo sie nicht fähig wären, bis zum Beispiel, dass sie nicht auf einmal die Fähigkeit haben, in andere Sprache zu reden, was sie nicht gehört haben. Dass sie nicht auf einmal die Fähigkeit haben, die Beruf für das Evangelium anstehen. Die haben eigentlich die Fähigkeit. Dort ist das, was wir sagen, was der Heilige Geist wirken hat. Und
So, wir wollen uns ein Klimas hier wieder in Schriftstellen nennen gehen, weil wir uns ein bisschen besäuen, warum das so wichtig wird, dass sie müssen eingetragen werden mit den Heiligen Geist, oder dass sie müssen voll von den Heiligen Geist sein. Aber euer wie das tun, weil wir uns aufnehmen, weil wir mit dem Gebet anfangen und dann wollen wir wieder dann angehen. Himmlischer Vater, wir kommen hier verdienen, wir danken dir für deine große Genot und dass die uns gewählt hast, dass wir dein Wort verbreiten tun. Und himmlischer Vater, musst du das auch sehen, musst du uns halten, dass wir nicht unterstehen, als das, was dir gefällt, und musst du uns mit den Heiligen Geist fallen, dass wir bloß auf die horchen tun und nicht auf Menschen. Himmlischer Vater, ich bei dir ganz besonders in diesem Moment, musst du jeder Zuhörer auch von den Geist geben, dass jeder einer das noch verstehen kann, und dass die musst in jedem einen wirken. Dass das nicht bloß hören ist, aber dass das auch getan wird. Himmlischer Vater, wir wollten dort wie uns selbst, wir können nichts tun. Wir sind kleine, jebige Menschen, was werden ja aus nichts wegen für die. Und deswegen sind wir so aufhängig, dass die uns musst, den Geist geben, dass wir machen Beruf sein, für das Evangelium anzustehen. Und Herr musst die uns auch die Kraft geben, dass wir wollen sein, zu leiden und zu sterben, wann das darauf ankommt. Dass wir die nicht machen auf sein, Herr, die bist der Einzige, der uns standhaft hält bei dem einen. Und himmlischer Vater, ich bete auch ganz besonders in diesem Moment, dass die mir musst, die wir zu reden geben, was ich soll reden. Nicht mehr und nicht weniger, als was du verlangst. Musst du das klar merken für die Zuhörer. Dass die das machen, abnehmen, dass wenn das dein Wort ist. Und Herr, mocht das dein Geist sein, was in jedem ein wirken wird. In Jesus' Namen bete ich das. Amen. So, manchmal, wenn wir nie an die Jünger denken, die sind den ganzen Tag mit Jesus gewesen und die Macht, was die haben, Luther, Wunder zu tun. Und wir würden manchmal, wenn wir das menschlich besäuen, dann sind wir so leicht reut, diese Jünger Kredit zu geben. Was sei nicht im Sturm gewesen zu tun. Und besonders, wenn wir den Apostel Paulus besäuen, was ist dort nicht bloß für ein starker, kluger Mensch gewesen? Wenn wir das menschlich besäuen können, dann kann wir vielleicht einmal leicht Menschen Kredit geben. Aber wenn wir erst mal gucken, wer wären diese Jünger überhaupt? Euer wie die zu viel Kredit geben, euer wie zu viel Menschen hochheben, wenn wir uns erst mal besäuen, wer wären dort diese Jünger? Und wir sehen dort, wenn wir bis mal die so hastig gucken, wo Jesus sich da anfängt zu wählen, in Matthäus 4, Vers 18, da sehen wir dort, wo Jesus anfängt, sich da zu wählen, aber in dort sehen wir dort, wer wären diese? Und ein bisschen Klimas hier anholen, du so. Wenn Menschen nicht haben sollen, Gedeihen geben. Jesus ist hier nie. Er fängt sein Ministry hier bei ihr an. Und nu soll er sich das gewählen, was das Evangelium wollen wiederbringen. Menschliche Dag, wer hat das soll sein? Würde nicht han soll dort in die Gelehrte gehen? Du in den Tempel, wo die Schriftgelehrte und die Pharisäer, der Lehrer, der Falschlehrer, der wollte sozusagen so einen guten Namen manche Menschen haben. Der wollte die Kapazität haben zum Lehren. Hat er nicht du sollt hingehen, sich von du so seine Jünger wählen. Weil menschlich bedacht, im Besonderen, so ist das dann das ganze religiöse System eingereicht wird, dort würden die gewesen sein, wenn Gott sich wem gewählt hat, seine Jünger zu sein, dort menschliche Dag würden das die gewesen sein. Aber no. Jesus, der hat was ganz, was anderes im Sinn. Und deswegen werden wir hier ein Klimas hineinchecken, wer wären das diese Jünger? Also in Matthäus 4, Vers 18 sagt es das, als Jesus am Galiläischen Meer ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und sein Bruder Andreas, die dort naht in das Meer schmeuten. Dort wären Fischer. Und er sagte ihm, folgt mir nur, und ich will Menschenfischer von mir. Und sie verleuten fort, naht und gingen mit ihm mit. Und als er von dort wieder ging, sah er noch zwei Brüder, Jakobus und Johannes, mit ihren Vater Zebedeus taub in ein Boot ihre Naht flecken, und er ruft an.
En die verleuten voets, dat, en zij verleuten voets dat boot ook ihren Vater en gingen met hem met. So hier zijn we dat, welche von seinen Jüngern wären Fischermänner. Naja, wir haben vielleicht gar nicht eine Idee, was für eine Klasse Menschen wären dort. Weil, wir wollten dort wir nicht von den hochgesehenden Menschen, hochgelehrten Menschen oder reichen Menschen. Das redet hier nicht von einer großen Fischerkompanie. Das redet hier nicht von einem großen Business, was über weltweit ihr Business treiben. No, das redet hier von Menschen, die da täglich abhängig wären, dass sie den Tag Fisch kriegen und dass sie den Tag zu leben haben. Das handelt sich hier nicht von richtig großer Fischerie. Das handelt sich hier von Menschen, die letzten Menschen, die wollen, zum wollen ein Menschliche verbreiten, das würden diese Krieg sein. Aber dann sehen wir noch einen Satz von den Jüngern. Wer wären das noch? Wir wollen in Matthäus 9 blättern. Matthäus 9, Vers 9. Er sagt, als hij van de wieder ging, zag hij einen Mann in de taxklaagde boot zitten. Die heet Matthäus. Jezus zei te hem, kom, volg mij. En hij stond op en volgde hem. Das Matthäus, dat wie een taxklaagde. De Juden sahen de taxklaagde niet zo goed aan. Wer wären dat de taxklaagde? Dat wären die van de Juden, wat zich hadden de Juden in Regen gedreht, en wegen het goed denken, wegen bis für sich zu strijden, sich die Römer eingeschloten haben. Wenn du wer von den Juden wohl, den Juden, wie würden man sagen, wird es den Juden glauben, oft zu sein. Die jüdische Brüder den Regen drehen, und dann für die Römer schaffen, der Tags zu klagen von den Juden. Wo wird diese Tagsklagte ihre Arbeit? Diese Tagsklagte ihre Arbeit wird der Tags zu klagen von den jüdischen Menschen. Und dort wir sind, was die Juden sehr schwer fällt zu tun. Sie müssen nicht an einen fremden Fall Tags tun. Und der Tags tun, das wir gleich so leicht. Dort wir, wenn sie sagen, ne Tags ab, was sehr schwer wir nicht zu kommen. In diese Tagsklagte ihre Arbeit wird dort kriegen. Die werden sehr recht davon. Wenn diese Tagsklagte, da wir eine Bahn von Stehler. Diese Tagsklagte, da wir in die, wo die Menschen viel zusagen. Weil man sagen, wenn uns Land hier so nicht geregiert wird von den Ausländern. Die Ausländer regieren hier immer nicht, wegen sie uns halten wollen, aber sie wollen bloß genoten haben von uns. Sie geben nicht einen Raum, wo Gott uns das geht. Und die Ausländer, die nehmen sich von uns eigenen Menschen an, dass die dort Tags klagen. Und wer glaubt, wie wird das sein, der wird der erste Belist werden sein, wo der Tags von uns klagen. Das werden die Dragbahnen sein. Das würden die Bahnen sein, wo sich taubschließen, der wird die Macht gegeben wird, uns zu misshandeln, wenn wir nicht so Tags tun, als sie von uns fordern. Das wird die Tagsklagte werden. Das woran die so einen sehr schlechten Namen haben, manche Juden. Und das woran die das Pharisäer sogar noch beten hat, und er dankt even Gott, dass er nicht so ist als das Tagsklagte. Die Tagsklagte wären Menschen, die wird, wie sein, dass du wir noch einer, Zachäus, wie auch ein Tagsklagter. Und da hat man einmal Dinge getan, was wir einfach würden sein, wo wir nicht approven würden können. Ein Tagsklagter, der wird nicht wirklich, wollen wir sagen, den geht nicht mal aus dem Kind Gottes zu nahen, wenn wir kicken, wo die dem armen Menschen oder all die Menschen behandeln dann, von dem, was sie wel einen Tags getan haben. Ein Tagsklagter hat manchmal die Macht, eine Samen abzuleihen, mehr als was der Römer fordern leiden. Dort ihr das Hilfe für sich selbst. Und du geben die Römer auch nicht so sehr viel, was eine Raum, allein, dass sie Airport kriegen. Und wenn das Tagsklagter, wenn es heute in gute Ganzen steht bei der römischen Regierung,
würden die erst ab dem Tagsklag da horchen, die würden wenn du einen Juden nicht kämpft, und der bringt eine Klage näher, gegen den Tagsklag da, der Klage, der wird nicht verschlungen. So, die müssen sich handgeben für diese Tagsklag da. Und dort würden die so einen großen Hut haben. Über die Tagsklag da. Worum erwähne ich dort? Nie weil wir trägen und checken, wer wären Jesus seine Jünger? Jesus, der wählt sich die Jünger von den ärmsten Menschen, der angelehrigsten Menschen, ab der wird dann wieder das wenigste würden gedacht, dass dort sollen Jesus seine Jünger sein. Aber wenn das noch nicht genug ist, dann sollen wir dort noch einen Tagsklag da machen. Jesus, die wirst die vergeten haben, nicht? No, das ist die ganze Mann fliegt, die wisst kracht. Und du an es zu sein, dass Gott mehr gebrückt merkt von den verlorenen Menschen, als von denen, was halbwegs gut sind. Das ist, worum wir wollen hier wieder nennen. Wer wären das diese Jünger? Die haben einen sehr kleinen Glauben. Wenn wir mal gucken in Matthäus 8, Vers 23. Als Jesus durch ein Boot anstieg, und seine Jünger gehen am Hängeron und kommt das Sturm ab dem Meer, und Jesus der schlapp, und sie antworten alle so sehr Angst, wie kann das sein, wenn sie dann all haben und Jesus geglaubt, wenn sie vertrauen dann all wird, ab den Segen Gottes hier war, dann hat er keine Angst vor. Dann haben sie können so Sorge sein, dann haben sie können sagen, wir haben Jesus mit. Lutet mir toben. Wir haben Jesus hier mit. Aber glauben wir so klein. Sie kommen und warten am ab. Und Jesus weiß das. Er beschwichtigt mehr, und dann sagt still, und das sagt zu sein. Sie verwundern sich daran. Aber kann wie sein, was von kleinen Glauben sie hat. Sie werden so menschlich sein. Wenn wir nun in Matthäus 16 gehen. Matthäus 16, Vers 21. Wo Jesus endlich anfängt zu sagen, ich gehe in Jerusalem, der will mich anbringen. Er sagt, von dann fängt Jesus an, das ist Matthäus 16, Vers 21. Er sagt, von dann fängt Jesus an, seine Jünger dort beizubringen, dass er in Jerusalem gehen muss und durch die Ältesten und Hohenpriester und Schriftgelehrten viel wird Leiden machen und dort gemerkt worden und über den dritten Tag von dort abstunden wird. Nur ab der 22. Vers wollen wir mit aufmerksam sein. Dann nimmt Petrus an zu sehen und sagt zu ihm, Gott bewahre dich, so was soll dir nie passieren. Jesus dreht sich nach Petrus und sagt zu ihm, so tun. Jesus dreht sich nach Petrus und sagt, so tun, sei dort die Wachkams. Du stehst mir im Stich, du denkst nicht so aus Menschen, aber du denkst nicht so aus Gott, aber so aus Menschen. So, wir sagen dort, das wir eine Gruppe Jünger, die wir ganz menschlich sein. Ihre Verständnis von was der Radung, wir weit auf von ihnen. Sie haben nicht das geringste beste Verständnis, wo das muss passieren, wo Gott in euer muss gestaltet werden, wo du musst, wer in uns steht. Und wir sagen das auch, du wir in Gerassel gestalt. Du wir in Gerassel gestalt, in die Jünger, sie glauben so viel Salz zu tun. Weil wir hier mal in Matthäus 26 gehen. Und für all die, wo du so gerastlich so viel Salz haben könnt, was die haben, so Salz könnt ihr eine Erfahrung teweeg schaffen, was die Entscheidung, was die gemerkt haben. All die, was die dadurch geraten sind, wegen der Entscheidung, was die Salz gemerkt haben, da was die Salz getan haben, all die, was die ab jener Erfahrung, was die Salz ausgearbeitet haben, die verloren tun, horch mal her. Den Tag, was die Glauben, wird ab Probe gestellt worden, der wird aus einen versengenden Twirm hält. Den Tag, wo die Glauben worden, mit euch getastet worden, die werden nicht bestehen bleiben. Wenn die einen salzgemerkten Glauben an Jesus haben, wenn die eine salzgemerkte Erfahrung haben, der wird nicht bestehen bleiben. Der wird nicht besser bestehen bleiben, als das große Reden, wo wir hier nicht von den Jüngern sein. Wenn wir hier mal gucken in Matthäus 26, Vers 33, dann sagt Petrus zu ihm, und wenn der andere auch alle sich über mich euren, ich war nicht. Warum sagt Petrus das? Jesus hat endlich gesagt, diese Nacht, wo ihr alle euren, die werden alle von mir los sein.
En Petrus sagt, Petrus sagt aan, wanneer de anderen ook alle zich over die oren, ik word niet. Hij zegt, ik word niet. Ik word standhaft blijven. Wel, we hebben dat mal mee testen. En al wie, wanneer we zullen zelfsgemerkten geloven hebben, den moet we testen. Ik weet dat we hebben niet een zelfsgemerkten geloven. Ik weet dat dit geloven wat God in ons heeft uitgevangen, dem wordt hij ook vorig meer. Der wordt den maar om één dag. Maar wanneer je zo'n geloven hebben, wat niet op een duur is. Want deze Erfahrung, wat je haben, wenn die nicht von Gott angefangen ist, dann ist das eine selbstgemerkte Erfahrung. Und die wird kruck so umgehen, als Petrus muss man sich umgehen. Er sagt, Jesus sagte ihm, hier in der 34. Vers, Jesus sagte ihm, ich sage dir die Wahrheit, euer die Hund diese Nacht krähen wird, wirst du mich all 3 Mal verloren haben. Petrus sagte ihm, en wanneer ik met die sterven moet, ik word die niet verleen. En zo zeiden de Jünger alle. Nou, we zijn reeds gestorven, okay? Nu waar we ons dit mal vragen. Zijn we reeds gestorven? Wenn wir eine selbstgemerkte Erfahrung haben, dann sind wir nicht reeds gestorven. Wir sind auch vielleicht reeds mit ans Mühl sein, aber den Tag, wo der getestet wird, und den Tag, wo die Erfahrung auf Probe gestellt wird, dann sind wir bereit, den oft zu sein. Und was passiert? Kriegt dasselbe, was Jesus passiert. Kriegt dasselbe, was Jesus sieht, was da passieren wird, dort passiert. Worum, wenn Paulus, Petrus, der ist hier mit so einem Gerassel gestalt, was er sagt, und wenn ich mit dit hab sterben muss, ich will die nicht auf sein. Wir wollten ja, weil sie die Geschichte sich aufgenommen, das fingen wir in Matthäus 26, Vers 69. Matthäus 26, Vers 69. Da sagt es dit. Petrus sagt buiten op dem Hof. En daar hebben we denken, dit is dat wo sie Jesus haben vastgenomen, wo hij nu door ze in Paulus neergebracht worden, wo hij verklaagd wordt. Petrus schlägt sich hinterher. En als het hier staat, Petrus sagt buiten op dem Hof als eine Deunsmial kwam en te hem zei, du wirst ook met diesen Jesus van Galilea. Wat maken we hier? Dit is niet mal een soldaat met een spes in de hand en een schwert in de hand reiten Petrus eind hebben, wanneer dit zal zijn. Nou, dit is een Deunsmial. Petrus was die grote mul niet gebleven. Waarom moet je? Hij aber verlicht dat. Hij aber verlicht dat door voor alle en zei, ik weet niet van wat die redt. Ik heb zijn, Petrus wist die groot reden. En dit waar we denken, dit wordt aan iedereen een passieren. Wanneer je naar Erfahrung komt van dat wat je zelfs gedaan hebt, dit wordt je kracht als dit passieren. Wanneer je een dag worden op een proef gesteld wordt. Wanneer du op eenmaal een dag wordt een Axe leent en je den Kopf aufhaken wens je geloven, dan wordt je niet ratere kracht veel, om dan standhaft blijven, als je ene. Dan wordt dat al dat groot reden, al dat ik heb Jezus aangenomen, ik heb in hem hart gekregen, dan wordt dat alle uit een venster buiten zijn. Dan wordt bloos dat bestaan blijven wat God gedaan heeft. Da moet we aan denken. Petrus den viel dat hij met zichzelf te schon denkt, en zo fehlt in iedereen ein, dat wer zich zo op Salz verlaat. Dat de Salz heeft deze Erfahrung genomen en de verlaat zich zoveel op wat hij zelfs gedaan heeft. Dat fehlt ons dat we met ons zelfs te schon gaan. En wo gaan we meermaal met ons zelfs te schon, wanneer we ons op ons zelfs verloren? Dat is een Beispiel. Ik heb nu een moment in mijn leven, wo ik zoveel vertrouwen op leg. Ik heb dan mal gebed en ik heb dan mal Jezus genomen en ik ga immer trainen in een moment en vertrouwen op dat wat ik dan gedaan heb. Maar ik kan nu laten niet mal mijn Eltern leiden. Ik kan niet mal mijn Geschwister voeren. Ik kan keine Leute den Nächsten beweisen. En wanneer ik dat ware Evangelium hier, dan word ik nog krank, dan word ik oeier mij over dat. Dat is al ons geloven op de proef gesteld en we zijn toen al met de schoon gegaan. Was zijn we dat?
Sei wie dort, dass wie mit uns in eine Worten zu schon gehen. Das ist Petrus hier ging, und Petrus fehlt das. Krieg so fehlt uns dort. Den Tag, wo wir irgendwo ein Vertrauen auf selbst sagen, dann fehlt uns dort, dass wir damit zu schon gehen. Das ist gut für uns. Das ist gleich schlecht. Und so, und wir sein dort, hier in der 71. Vers, und als hij rüten in Put gegangen wird, zag hem een andere Mal und zette die du wären, dieser wir auch mit den Jesus von Nazareth. Hij verlicht dort noch einmal ein Schwier durch ab, kann den Mann nicht. Am ein Stutje kämen die du erstünden, und seiden zu Petrus, du bist sicher auch einer von die, willst deine Sprach verrot die. Dann fang hij an zu fliehen und zu schweren. Kann den Mann nicht, und Fuß durchab trete hum. Wie wollen wir, was mit Petrus passiert? Er sagt, dann doch Petrus an die Wert, der Jesus zu ihm gesagt hat, euer der Hund krähen wird, wirst du mir dreimal von mir losgesagt haben. Dann ging er ut und hielt betterlich. Das ist ein gutes Ding, was Petrus hier deut. Er ging in hielt betterlich. Aber was ich Gott Petrus fehlt, hier kein Nervendoktor in diesem Moment. Das fehlt Petrus. Aber krieg so fehlt uns das auch. Dass wir, wenn wir ans Kart kommen sollen, dass wir sein können, wo kart wir gekommen sind, dass wir auch so steht, er hielt betterlich. Aber was passiert mit selbstgerechten Menschen? Die euren sich, wenn sie die Wahrheit hören kriegen. Die sind bitter gewöhnlich doll darüber. Und das warum ich will inzwischen einmal ein klein bisschen ein Ding hier mag nehmen. Das ist, wo wir dort von Paulus lernen können. Wenn wir mal in 2. Korinther 7 gehen, ich denke, das ist 7. Zweite Korinther 7, Vers 8. Und wir wollten, dass Paulus der schreibt im Brief, 1. Korintherbrief, als der Brief, was Paulus erst geschrieben hat, an die Korinther. Und er hat ihn sehr hart vermohnt. Er hat ihn sehr hart vermohnt. Und er hat viele weiter verursacht durch den Brief. Er sagt, es ist, wenn ich ihn durch meinen Brief traurig gemerkt habe, ist mir das doch nicht leid, dass ich den geschrieben habe. Und kriegst du mal wie denken, wenn wir haben die Wahrheit gebracht, wir haben it läuft prof wem das Evangelium, das wahre Evangelium fertig haben, und die dort gestiert haben. Mag uns das leid sein? No. Paulus sagt, mir ist das nicht leid. Er sagt, wenn ich weiter verursacht, wenn wir weiter nach Gott sehen wird, die Wahrheit, das ist ein Doppelschnien, das schwert. Das Schnitt, das sehr schnien. Er sagt, wenn mir dort auch Leute deut, dass ich durch meinen Brief von ein Stückchen, was ich tun habe. Von einer Seite an, das will ich euch das dort. Er sagt euch nur, dass ich das will weiter. Aber danach sagt er, wenn das aber doch, was ich tun habe, dass mir danach nicht leid, dass ich den geschrieben habe. Er sagt, doch, nu frage ich mich, nicht darüber, dass ich ihn Trühe verursacht habe, aber durch dass ich dadurch ihr Leben änderten. Mich fragt dass ich das was getan habe. Und von Petrus habe ich hier sagen, das ist eine Freude, dass Petrus muss mit sich selbst zu schauen gehen. Das ist ein Video, was er sich selbst verursacht hat. Er hat so einen Stolz in sich, wie er sagt, er wird groß friedig, dass er wird even gestorben, und dann ferne 19 Jahre sagt er sich los von Jesus. Dort ist wo viel Kraft eine selbstgemerkte Erfahrung hat. Und hier sehen wir dort, wo Paulus das sagt. Er sagt, doch nu frage ich mich nicht darüber, dass ich ihn Trühe verursacht habe, aber deswegen, dass ich dadurch
Jün Leben änderten, dort wir ein Trüer nur Gott sein wollen, und so habt ihr dadurch keinen Schulden gekriegt. Sie können sagen, wenn ein Mensch trürig wird durch die Wahrheit, dann hab ich kein Schulden gekriegt dadurch. Warum nicht? Trüer, der von Gott aus, bewirkt ein Umkehren, wodurch wir seilig werden. Und dort wird keinen Leid. Sieh, das wird Petrus hier beleben deut. Das wir nicht sind, was am können Lothar Leid sein. Das wir sind, was am fehlt. Das wir sind, was am den Stalt aufnimmt. Das wir sind, wo er ganz der schon ging mit Salz. Das fehlt am. So hat du da kein Schulden gekriegt, wenn er einmal der schon ging mit sich Salz. Aber hier ist die Sache, aber die Welt, ihr Trüger, wirkt den Tod. Und das ist, wo wir uns wollen, so klar denken halten. Wenn wir über eine Welt irgendwas traurig werden, wenn wir deswegen traurig werden, wegen uns haben wir die Wahrheit gesagt, und uns haben wir klar gemerkt, dass das nicht die, was das halt, aber das ist Christus und Christus allein, was das halt, und uns dort so bodern dat. Und wir sind feindlich gegen, da was Christus getan haben, wir wollen uns nun diese Juch haben, da was wir getan haben, weil wir immer auf so eine Juche steht gesagt haben. Wenn uns dort traurig merkt, dann wirkt den Tod. Aber wenn die Trüger, was du in uns gewirkt wird, was uns zu der Bühne bringt, dass uns dazu bringt, dass wir traurig werden, wenn wir arg sind. Und uns das leid, und wir bekommen unseren Sinn. Und uns vertrauen wird ab selbst immer kleiner und kleiner, und einzig, der Vertrauen wird bleibt, das ist ab Christus. Dort wird kein Leid. Dort ist kein Schulden für einen Mensch. Wenn ich aufnehme, das Johannes sagt, heute nimmt auf, Christus nimmt auf. Wenn dort in uns Leben passiert, das ist kein Schulden. Und wenn ich hab Platz für Gott, wenn ihr weh aus nichts, das ist kein Schulden für mich. Wenn es Lut Christus da alles weh. Das ist, wo wir machen kommen. Und dann sag ich, die Trüger, was von Gott kommt, der uns bis gut. Das fehlt uns. Aber das soll wir dort, wer die Jünger werden. Sie werden so stolz, sie werden einfach anglauben, aber warum muss sein, das ist alles passiert. Petrus ist mit sich selbst schon gegangen. Jesus ist nie gestorben. Nicht ist Jesus von dort abgewacht. Und dann in Matthäus 26, Vers 16, hier soll wir noch einmal der anglauben. Hier soll wir die Jünger noch einmal der anglauben. Er sagt, Matthäus 28, Vers 16, der 11 Jünger gingen nur Galiläa, nur dem Boy, so als Jesus gesagt hat. Und als sie am Sauen, knäuten sie sich vor am Dohl über Twievelden. Sie hier ist noch ein Twiebel in Erd. Sie können das nicht verstehen, oder, wie sagen wir einmal, aber wo sei je so hart zum Glauben? Wo sei je, wo glauben je noch immer nicht? Weil das sei wie von das Volk Israel. Gott hat ja all diese Wunder gewesen. Der hat ja mehr gelehrt, der hat ja in der Wüste geführt, der hat ja in der Wüste zu eten gegeben, wo kein Mensch zu leben hat. Und dann sagen wir mal, wo wir je da noch so hart eingestellt. Dann kicken wir die Israeliten, dann sagen wir mal, wo kann je da noch so hart eingestellt sein? Weil wir die Frau mal ein bisschen an uns selbst wiesen. Gott, wofür hat Gott uns all gewesen? Wofür hat Gott uns all gewesen? Und wo mal wird wie dieselbe Frau uns machen, Frau? Wo kann ich dann noch einmal nicht glauben? Wo ist das dann noch einmal so schwer zu glauben? Und wie sollen das hier so in Matthäus in Markus sagt hier in Vers 9. Markus sagt hier in Vers 9, du sagst, das ist das, als Jesus dann tierig den ersten Tag in der Werk abgestunden wird, Leute sich dort erste von Maria von Magdala seinen, von der er 7 bei sich erst da uitgedreven hat. Zij ging in Leute die weiten, die erst bei ihm gewas werden und noch hielten und trüden. Hier sehen wir das handelt sich hier von Jesus seine Jünger. Die sind taub in der Hielen und trüden, wegen er Lehrer, der ist von entwach genommen. Sie sind womöglich die Nächste, was auf einmal wollen, wenn dort was von Tag kommt, wer alle mit Jesus taub gewas ist, antwortet vielleicht das Salje passieren, was er Lehrer passiert ist. Und sie sind die Utfahrt, die Trühe, und dann sagt er, aus den Hirten, dort Jesus lebt, und dort sei am Gesäunen haben, glauben sei dort nicht. Sie hier kann sein,
diese Jünger, die sind schwor, was bitte bringen. Die glauben schwor. Das ist eine Nachricht, was sie all würden gegleicht haben zu hören, aber sie wären, wie würden man sagen, dickschalig, so wie eine dicke Schalramme Verstand gewassen, wo das nicht so recht durchsinken will. Ramme hart wie eine harte Schal. Er sagt, nur her, aus zwei von Arm ab ein Landweg gingen, Leute Jesus sich von Arm in eine andere Gestalt seinen. Dann gingen die drei und sehen in die andere dort, aber sie glaubten dort auch nicht. So, nu soll noch eine Nachricht gekommen, dass Jesus, wir haben ihn wirklich gesehen. Und die glauben das auch nicht. Und dann hier in der 14. Vers sagt er, nur her lässt Jesus sich von der Alf sein, aus der Eiten. Und er soll am wen ihren anglauben. Er soll am werden. Jesus, der Grund sind einfach mal uit, aber kann je das nicht glauben. Dort sie dort nicht geglaubt haben. Da am Geseinen haben, nur dem dort herabgestoßen wird. Und so sei wie das hier. All das, was all passiert wird. Jesus wie geboren, Jesus ging hier beirrt, Jesus lehrte, der hat so viele Tekens und Wunders getan. Der hat so viele Dinge getan. Und der hat ihnen allen verrückt gesagt, was wird passieren. Und sie können haben nicht glauben. Und wie sind das auch in Johannes 16, wo Jesus allen verrückt sieht. Und all diese guten Versprechungen. Das ist, woran sie mussten den Heiligen Geist haben. Wenn wir bloß das ganze Enkeln gehen, so ich schon sehe. Wir haben diesen ganzen Studium durchgemerkt, all diese 4 oder 8 Jahre, was immer das braucht, um uns den gewissen Ding auszulernen. Und wir gehen bei den letzten Tagen nach der Schule. Und wir haben das, die Kenntnis haben wir alle. Wir würden nicht reut sein, zum guten Doktor sein. Bis uns als den Titel noch nicht überregt. Das halb uns reichen nicht. Wir machen die Graduation durchmachen. Und für mich, zu besäuen, dass Pfingsten, der Heilige Geist utgeht als unsere Graduation, das Paulus selbst sagt, der Herr tegnet mit seinem Geist, dass wir seine Kinder sind. Heu erst dort wir das bestätigen dat. Heu erst dort wir uns mit seinen Geist tegnen dat. Und dort ist kriegt, woran wir all die Kenntnissen, was ein Mensch kann haben, halb anders. Du sind Menschen, die sind viel kläger als wir. Die wollten viel mehr von der Schrift als wir. Aber ohne dass die den Heiligen Geist haben, sind sie da noch rein ganz verdreht und die merken ganz das was von der Schrift. Und so, was fehlt uns? Johannes 16, Vers 7 und 8, er sagt, aber ich sage ihnen die Wahrheit, verjünt ist das gut, dass ich weggehe. Weil wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht jünt, wenn ich übergehe, wo ich jünt den checken. Das ist gut, das fehlt jünt. Das fehlt jünt, er sagt. Wenn die kommen wird die Welt, die Ehren aufmerken, über was Sinn ist, und über was Gerechtigkeit ist, und über was gerecht ist. Wenn die kommen wird, dann wird die jünt mal überzeugen, dann wird jünt mal wissen, wer sie wirklich sind. Und dann in Johannes 14, da redet Jesus noch einmal weiter von det. Er sagt, Johannes 14, Vers 15, sagt er, wer mir gut ist, wird meine Geboten holen. Und ich werde den Führer freuen. Und da wird jünt einen anderen Tröster geben, der ewig bei ihnen bleiben wird. Dort ist der Jesus, der Wahrheit ist, den die Welt nicht kriegen kann, weil es den nicht sieht und auch nicht kennt. Je aber kennen den, wenn es der wohnt in jünt und wird mit jünt sein. Das ist, was Jesus sagt. Ich will jünt Tröster sein. Und da wird jünt das alle wissen. Da wird jünt das aufdagen. Das ist korrekt, woran Pfingsten fehlt. Das ist korrekt, woran das muss passieren. Diese Jünger, die so groß werden mit ihrem Mühl und sagen, und wenn wir sterben, wir wollen ihn nicht verlieren, die verlieren die ferne Dienstmehl. Wen das geringste. Und dann sehen wir, was passiert.
Die Jünger müssen nicht erst verstehen, dass sie nicht in Sturm selbst werden zu tun. Dass sie nicht in ihre Kraft tun können. Sie müssen erstmal ganz zu schon gehen mit sich selbst. Und wenn Jesus sagt, du auf der Bergpredigt, selig sein, die, wo du jährlich arm sind. Weißt du, was du wirklich mit meint? Dass das selig sei, wenn ihr erstmal ganz zu schon gegangen sein mit ihnen selbst. Wir brauchen noch mal das Wort Bankrott. Selig ist die, wer mal bankrott ist mit sich selbst. Wenn ja aus nichts geworden ist für Gott. Dort ist, was du damit sagst. Er sagt, dass die Jünger müssen nicht erst verstehen können, durch diesen ganzen Zeit. Petrus, der muss am Wasser gehen und Fuß gehen. Petrus, der muss Jesus verliehen. Sie müssen im Sturm, am Meer versorgt werden. Und dass sie das sagen, dass sie würden hier bis ankommen. Wenn das von Erdeorten wie es soll passieren. Sie müssen alle Wege mit sich selbst zu schauen gehen. Und dann, wenn sie schwer mit sich selbst zu schauen gehen und dass sie den Heiligen Geist an sich haben, dann sagen sie dort, wo klein sie selbst werden. Wenn du was passiert, dort wird nicht, was von sie das getan haben. Ein von den Begebenheiten, wo wir das sagen, ist, der Heilige Geist ist uitgegoten, als dann sagen sie ganz andere Menschen. Dann sagen sie, dann predigen, nicht erst verstärken sie sich. Jesus wie all von dort abgestoßen. Jesus hat sich all gewesen. Und sie sind dann noch aus Furcht, wo verkrupen, verstärken sich. Aber dann ist Jesus sich erst offenbaren, dann kommen sie all ein $1 für einen Tag. Aber danach mit Furcht und danach haben sie noch nicht das Verständnis. Sie frühen even Jesus, was die dann nie Israel ihr Recht herstellen. Sie haben da noch einmal nicht eine Ersicht von was du wirklich anging. Sie haben da noch einmal so eine Titel, so eine Idee gedei. Was da nie wird passieren. Aber als der Pfingsttag ist gekommen wird, nie Tag ändert alle ab. Nie wir ändert alle klein werden. Woran wenn's der Heilige Geist hat ändert geopenbart. Das wir nicht so, was sie haben können, in Beker studieren, das wir nicht von uns das. Und wir sehen hier noch mal ein Leid, mir war die Hälfte nie gesagt. Mir wir lang nicht mal der Hälfte gesagt worden. Weißt du, das ist, was passiert, wenn ein Mensch gefällt wird mit dem Heiligen Geist. Dann offenbart der Heilige Geist, der das auf einmal, wow, das ist eine Erfahrung. Guck mal, was Gott getan hat. Wer ist Gott? Und er hat diese Geschichten all Dutzende Mal gehört. Jesus ist für die gestorben, Jesus hat ihnen Sinn betont, Jesus ist in den Himmel gefahren, der steht für die an, der sagte, bei Gott rechte Hand. Er hat das all Dutzende Mal gehört. Aber wenn der Heilige Geist das ist offenbaren hat, dann hat man Haus, ich merke, dass kein Mensch auf mir das könnte sagen, was mir nicht klar geworden ist. Nicht mal der Halb, wie könnt wem mal deutlich merken. Das geht nicht. Wenn es nicht der Heilige Geist ist, was uns das offenbaren hat, das halt nicht so viel wird wie Brücken. Und das wollen wir ein klein bisschen kicken, in 1. Korinther 2, in 1. Korinther 2, Vers 4, wenn Paulus es das sagt, meine Lehre und meine Predigt wirkte nicht dadurch, dass ich groß was gewährt oder menschliche Weisheit braucht, aber dadurch, dass Gott sie jetzt mit viel Kraft in ihn wirken lässt. So, wenn wir das sagen, du hast wer zum Glauben gekommen, wirklich zum Glauben, nicht ein selbstgemerkter Glauben, wir reden nur von wirklich zum Glauben gekommen. Der hat diese Offenbarung gekriegt und das ist einfach bitte gewöhnlich, keiner hat der Rechte wird gehabt. Denn der muss mal so sein, dass du wegen verstehen können. Was du erst passiert, ist, dass der Heilige Geist mit viel Kraft in ihn gewirkt hat und da dacht das auf einmal bis mal ab. Und von du wieder als ein Mensch so schnell wenn überzeugt über Sinn. Du hast bis was passiert in dieser Person, was er nicht selbst unter seine Kontrolle hat. Das wird nicht eine Entscheidung, was er bestimmt hat, ab was von Tag das soll passieren, oder wann er das will. Das wird, was Gott bestimmt hat, wann er das will. Und so, nu sagen wir dort, als Petrus und Johannes im Tempel dann gehen und sie rächen diesen lumen Mensch da ab und der wird gesund. Und sie können das ganz verstehen, dass das wir nicht so was. Das ist ein wichtiges Ding. All die Wunderwerke von der ersten Tag, was du
bei sich erst uitdrijven en wat de kranken heulen doen en alles wat die met keine Kraft so schändlich sei, viel wunders glauben te doen. Met wat deed je dat? Wat voor een Kraft is dat? Is dat de Heilige Geist, werkelijk? No. Dat is een Sabbarie. Aber die Wirken von den Heiligen Geist, der wies nie nicht ab dem Prophet han. Der wies nie nicht ab dem Jünger han. Der wies nie nicht ab, was ein Mensch nicht auf kann tun. Nie wollen wir horchen, wo Paulus wo Petrus in Johannes dat hier geht. Aus des Loma, der wird nie erst gesund geworden. Hier in Apostelgeschichte 3, Vers 11, da sage ich, aus des Loma, der nie geheult wird, wie Petrus in Johannes bleibt, ran Olomon und Salomon seine Holtaub, wo sie wären und wunderten sich. Weet je wat, dit is de hoogpunt van een falscher Prophet, weil nu sie nun nu bekommt mehr, und dit wird der Punkt. Dit wird der Punkt, wo Petrus und Johannes nicht halten können, durch Stillstehen und wissen, was sie nicht in Sturm gewas wären zu tun. Wenn sie falsche Propheten gewas wären, und du wirst danach vielleicht noch dann kann nicht mal ein Wunder passiert sein, da würde ein falscher Wunder vielleicht passiert sein. Aber dit is wo die falsche Propheten nu leren, dat alle man niet eindkamp en zij willen, alle man zal eind aanhängen, alle man zal goed reden van eind. Zij willen een huwe noem draaien. Wat dat aber im werkelijke Gott is, wat mal als te schon gegaan met zichzelf. Wat du als einfach ganz op bankrott gegaan en wat er niet weet van am zelfs kampt er niet wat goudet. Wat dat daar, wanneer ons dit passiert. Als Petrus dit zag, hier in de 12e vers, zeer hij te am. Je mannen van Israël, waarom wundert je dit zo? Oder waarom kijkt je ons zo aan, als van wie diesen man uit onze ene Gotteskraft hebben op een bein gebracht? Kijk mal, wat Petrus hier deed. Waarom kijkt je ons, als van wie dit gedaan hebben? Wat je wat zo te schon gegaan, als Petrus met zichzelf wird, dit zongt niet mal aan, dat hij hier had wat hij gedaan. Waarom kijkt je ons? Dus van wie dit? Das ist, wann wir das getan haben. No, wat je wat, dan hij het hier wieder, sagt er, den wat die schrien, der soll gekritzigt worden, dat. En den wat ik verluch, en zegt, ik kan die niet, dat. Petrus, der stellt sich hier an der selbe Leeuw wo Jane. Wenn dat du van afhängig wird, wat ik in Sturm sie gewas te doen, oder wat die würden in Sturm gewas sind te doen, dann würde dieser noch einmal da darten so fertig der, fertig put, du so prachen. Da würde nichts passiert sein. Und so, wie sollen das? Vor dem, dat sie den Heiligen Geist haben, dann verliert Petrus, wegen der geringste Ursache, verliert der Jesus all. Und wer so furchtsam ist, der würde all genau nicht das Evangelium wiederbringen. Und nu sagen wir nur dem, dass sie den Heiligen Geist haben, nu wollen wir gucken, wo sich das geändert hat. In Apostelgeschichte 4, Vers 5, und wir wollten, dass das wir korrekt die Ursache, warum sie entstappen deuten. Das wir korrekt die Ursache, warum sie entstappen deuten. Am nächsten Tag, dann machen sie für das gerecht. Sag ich, nächsten Tag versammeln ihre Lehrer und Ältester und Schriftgelehrte sich mit Hannes, den Hohenpriester, in Kaiphas, in Johannes und Alexander, und wer in Jerusalem saß noch von der Hohenpriesterfamilie stammt. Dann leuten sie sich Petrus und Johannes hanbringen in frühen Arm. Durch Wort von ihnen Kraft oder ein Wort von ihnen Namen, der jedet. Ich glaube nicht mal, dass die Hohenpriester hier die Kontrolle über sich selbst haben, diese Frau zu stellen. Ich glaube, diese Frau gibt even Gott noch in Mühl, diese Frau. Dann sagt Petrus, voll vom Heiligen Geist. Nicht haben sagen, was hier nicht anders? Vor dem, dass sie den Heiligen Geist haben, was hier anders? What happened? Voll vom Heiligen Geist am, jeweils Lehrer und Ältester in Israel. Wenn wir von dir und von dit Gode, wo ich sollen Rechenschaft geben, wodurch das Mann als gesund geworden, und ich mal, das ist Petrus hier aufhängt zu reden, das ist mir das redet so, und even, wann es mein Leben kostet. Wow. Wovon Unterschied? Er sagt,
Wenn wir von der von dort gehen, wo ich soll eine Rechenschaft geben, wenn das hier redet von Rechenschaft geben, wenn ich von der wo ich gerecht worden wegen das. Wenn mir das auf einmal können mein Leben kosten, soll ich danach weiten, wo ich das Mann als gesund geworden. Dann soll je alle, auch alle Mann in Israel weiten, dort durch Jesus Christus von Nazareth seinen Namen, den je kriegigsten, in den Gott vom Tod abwirkt, steht das Mann hier verdient gesund. Like, das ist eine Todesstrafe, die kann über ankommen. Petrus, wo wärst du diesen Städte zu sein? What happened? Du hast Jesus Christus verloren. Du siehst Jesus, die kann sie nicht, wenn je der drei. Und nu stellst du so Berufe an für den, like, was ging hier an? Was mit dir passiert? Well, Fall von der Heiligen Geist. Er sagt, das ist der Stein, den die Bibel verschmeiten, der zum Eckstein geworden ist. Und du hast auch in das keine Erfahrung, wenn es uns Menschen ist, unter den Himmel, das keine Namen gegeben, durch den wir können seilig werden. Als sie sagen, wo mutig Petrus und Johannes wären, das wir nicht eine Strafe ernten, das wir im Verreich mal einfach mal für Gott seine Fien even noch kann für Jesus anstehen. Und soll es ihr Leben kosten. Sie wären mutig. Diese furchtsame Jünger, die sich verkraupen und verstürken uit Furcht, dass sie auf einmal auch noch würden zu holen kriegen. Nu sind sie mit den Heiligen Geist gefällt und das ist einfach, das ist korrekt, was wir müssen verstehen. Das ist der Höhepunkt von dem christlichen Leben, dass du eine Änderung in uns Leben nennt, du hast ein anderer Geist, wie uns nu regieren wird, und das sind nicht mehr wie Salz. Das wären Petrus und Johannes nicht Salz. Das Paulus wird auch sagt, das ist nicht eigentlich nicht ich, aber das Christus, was in mir lebt. So soll wie dort, was passiert, wenn Gott Hesekiel saßen da dich in uns passieren lässt. Das ist korrekt, was passiert. Er nimmt das Stein und hat rüht. Und sagt dann Fleisch und Hort an. Er besprinkelt uns mit reiner Wut und dann sehen wir rein. Er gibt uns von sein Geist. Dan merkt hij ons te zo'n mensen, dus hij dat wel, en maar dan is dat eerst maar mogelijk, dat een mens in zo'n gevaar is, dat ze kan zeggen, even wanneer het zal zijn leven kosten, en danach mutig zijn. Hij zegt, en als zij zeggen, hoe mutig Petrus en Johannes waren, en dat zij ongeschuldigde, gewollige mensen waren. Nu willen we maar teruggaan en we denken, van hoe wil Jezus zich al deze? Van die wat we dat least geëxpected hadden, dat die überhaupt nog leren kunnen zijn. I mean, deze mensen, wat ongeschuld zijn, Gott, die was die brücken, dat römische Recht sozusagen hersterkap drehen mit dem Evangelium, diese was die brücken, dat van du uit soll das Evangelium über die ganze Welt verspreid werden. Gott, dit sind die Menschen, wat die was brücken, I mean, hast du die nicht in klein was hier verjeten, Gott? Weil wir menschlich denken, wird wie die uns was sagen. Ja, aber du sagst dir doch, diese ganze Herr Pharisäer, diese Schriftgelehrte, I mean, wirst du nicht von du lieber kann wem nehmen? No. Ich will die, was zu nichts zu brücken sein, wo ich nehmen, sagt Gott. Ich will die nehmen, ob die, was die nicht an Reit gemerkt. Wenn ich die nehme, wo du noch Salz so und so viel kann, dann gehe ich noch immer weiter durch ab, das von dir das getan hat. En nu neem ik die op die wat je dat wenigste gedacht haben. Maar die wat die dat wenigste te brücken zijn. Hij zegt, zij sagen dat het ongeschuldige, gewollige Menschen wären. Dan wundern sie sich über an. Na warten sie an, dat zij weer met Jezus top gewesen. En wo warten sie dat an? Zij weer een beroep en ze zeiden, stund wir für Jesus an. Dit is de Unterschied. Dit is wat passiert, wenn ein Mensch mit den Heiligen Geist gefällt wird. Dann sagen wir auf einmal hastig, nu sind sie reut, durch den Psalm ihr Leben Hand zu geben. Nu wollen wir uns selbst untersehen. Weil wir uns nicht selbst verlieren. Weil wir aufrichtig sind mit dem. Wenn du noch wer nicht mit den Heiligen Geist gefällt hast. Wenn du noch irgendwer eine selbstgemerkte Erfahrung hast. Du hast die Leute irgendwo deutlich merken, dass du best gerat, wenn du hast das in die Hand getan. Du best gerat, wenn du hast eine Entscheidung genommen für Jesus. Du best gerat, wenn du den im Hort gekriegt hast. Weil wir bis aufrichtig sein, weil wir bis mal kicken.
Wat voor ervaring is dat? Is dit wat we groot even gelezen hebben, is dit in ons leven passiert? Want dit is, dat de Heilige Geist is dat, waar du in mij gewerkt hebt. De Heilige Geist is dat, waar mij geändert heeft. En dat is dat, waar mij nu standhaft hält. Gott sei Dank dafür. Aber wir uns nicht lassen anschmieren. Weil wir uns nicht auf Salz vertrauen und an immer wieder auf den Moment gehen, was wir Salz getan haben, und dort soll noch immer wieder unsere Erfahrung sein. Mein Freund, meine Brüder, meine Schwestern, wer immer das hört, lasst ihn warnen. Lasst ihn warnen von den Salz. Und vertraut nicht auf den Salz. Wenn es ihn Wort dort so gehen, als Petrus dort ging. Hij wie groot met zijn Mühl en wanneer ik gestorven had. Aber solange als die dat nog nicht eine hohe Kost hat, dort te beweisen, du stehst an für Jesus, wo kostet diese grote reden? Wo kostet die da noch immer wahre, die Erfahrung, so soll auf die Salz spatzen? Gut mal bankrott mit jünd alle. En schmied jünd lang für Jesus in Feit han, en stut dort je kenners Salz. Dat is hij met zijn heilige Geist wat ons ändern dat. En hij is dat we zo'n lied van ons merken dat. En wanneer dat is passiert, dan da in ons zoveel dingen op. Dan kijk, wanneer we dan terugkijken, dan schämen we ons wer we geweest zijn. Dan schämen we ons met dat wat we ons han met groot gedaan. In diesem Moment, wo Petrus dat passiert, dat hij Wirkjunk en heel wetterlich, wat is am alles in derge Gedanken gegaan? Dat kann ich nicht sein, was am alles aus derche Gedanken gegangen. Aber mat hij sich doch nicht gründlich geschämt haben, mat wo glücklich und groß hij geredet hat. Und wir wollten das nur dem, als hij erst wirklich den Heiligen Geist hat, hij wir froh und mutig, dass Gott das nie getan hat. Aber für sich allein, mat er nicht mal einmal sich geschämt haben, was doch ich bloß. Weil, das ist gesund, wenn uns das so dat. Wenn wir noch mal einmal uns mit ein verlängerte Nähe kicken, wir gehen zu schauen mit uns selbst, das ist gesund für uns. Und das ist einfach ein Ding, wo wir Gott verdanken. Gott, ich danke dir, dass du mich nicht hast in meinen einen Zustand gelassen, wo ich so stolz mit mir selbst werde. Gott, ich danke dir, dass du angreifst und dass du mir Leute zu schauen gehen. Dass du mich bis mal losleitst, mich zu wiesen, ich kann nicht mit mir selbst. Das ist das beste Ding, was uns passieren kann. Und wenn wir wollen tun wollen, da ich so eine Botschaft ist das, da war wir bis kicken, von wo der Video kommt. War bis kicken. Kommt diese Video von Gott, dat uns dort zu Büsse lädt? Oder ist das ein weltlicher Trüger, was mir, und ich muss dann vielleicht mehr kriegen, einen Nervendoktor fahren, wenn es nicht hast, die meine eine ihr Oje tost. Weil wir das gründlich mit der Schrift bewegen. Und mein Ziel ist nicht Menschen weiter. Mein Ziel ist Menschen nach Gott zu wiesen. Mein Ziel ist, auf das wahre Evangelium zu wiesen. Und im Wiesen, was wir vertrauen können. Und dort ist mo bös. Da ich da, was Christus getan hat. Den Geist, was er ausgegoten hat. Wir sollen, dass er alles einem anderen getan, aber ans höchster Punkt ist krank, wo er uns ändern wird. Wo er uns zu seine Kinder merken wird. Wo er seine Üben sich an uns nachsagen wird. Und wo er die Entscheidung nimmt, ich will mein Geist ausgeiten. Ich will den Geist über die ausgeiten. Ich will den nie ein Wort geben. Ich will den nie ein Geist geben. Ich will so ein Lied von dir merken, so ich das haben will. Das ist Pfingsten. Gott der dort. So wir können nicht vertrauen auf Salz haben. Und worum würden wir wollen? Worum würden wir wollen vertrauen auf Salz haben? So ich wünsche, uns können das halten. Ich wünsche, uns können das halten, das zu verstehen, dass wenn wir kalt kommen, dass wenn das nicht mit uns ist, dass uns das nicht soll bodern. Ich wünsche, wenn wir uns einmal ein Spiel besagen, und wir kriegen meist einen Ärger über wer wir sind. Und dann steht das so, über wo kalt wir kommen. Dat is goed, wanneer we bij toe komen, dat we busvaardig worden. Maar je verjeert mal, wat we ons eenmaal bezien, waar we het mal abkijken, wer Christus is. Waar we het mal abkijken, wat hij gedaan heeft. Dat onze moed en ons vertrouwen niet op vanzelf komt, maar dat het boos van komt, wat Christus gedaan heeft. Amen. We sluiten met een gebed.
Himmlischer Vater, wir kommen nochmals vor dir und wir danken dir für dein Wort und für das, was du getan hast für uns. Wir danken dir ganz besonders, dass du die Entscheidung nimmst, den Heiligen Geist auszujeiten über uns und dass du durch andere Menschen von uns merken das. Herr, wenn wir das heute nicht uns selbst tun, wenn wir heute diese Entscheidung nehmen von nicht uns selbst, Herr, dann wird das nie nicht, was du tun haben. Und Herr, wir beten auch für jeden ein, wer noch Vertrauen auf selbst hast, dass du machst, in jeden einen Loten zu schon gehen mit selbst. Und dort die mussten jeden ein dort wiesen, so ist die Petrus dort wiesen, dass, wenn wir auch noch gerade reden, dann, wir waren standhaft bleiben, aber wenn dort Vertrauen ab Salz kommt, dort wir waren standhaft bleiben, Herr, musst die so gnädig sein, dass die Petrus gnädig wirst. Und dort die Arm dort weiß, er können gleich. Dort er muss mit sich Salz zu schon gehen, Herr, musst die dit in jeden ein down, wo noch der Stalt ben ist, wo noch Salz Vertrauen ben ist. Herr, musst die dit geben, dort die, den Zweig, durch die große Genot, mehr und mehr Menschen, die roten das, und immer mehr Menschen raten für den Recht. Himmlischer Vater, musst du das alle tun für den großen Namen, und dass die durch in alle Ewigkeit durch wirst gelobt werden. Amen.